Gleich bei der ersten Sitzung von der Finanz- und Budgetskommission gouf klar, dass am Budget 2021 keine Spekulationssteuer vorgesehen ist, entgegen dem, was am Juli vom Chefrat an Aussichtsgestalt gouf. Personalkosten von über 60% von den Dépensen ordinär gehen vom Chefrat als zu hoch angesehen. Ich will noch ein bisschen auf das Argument von denen angeblich zu hohen Personalkosten eingehen. Zwischen 2011 und 2020 ist die Stadtbevölkerung um 30% gewachsen, Personal nur um 15%. Muss ich noch bedenken, dass zu normalen Zeiten am Tag 100.000 Menschen mehr an der Stadt sind wie nutz. Und das bringt auch zusätzlich Kosten, mehr Gemenge Personal wird dadurch generiert, besonders an den Bereichen von Hygiene, Zirkulation und Reso. Drittens gibt es viel Personal zuwachs, besonders bei den Krechen, aber bei den Foyers scolaires und auch beim Service d'Hygiene, was durch die Wursten von der Stadt bedingt ist. Einmal, dass die Dienste sollen ausgelagert gehen, das kostet ja auch. Übrigens sind bei denen zwei Dienste, die ich da annimmt, keine Anspuren durch Digitalisierung möglich. Sie gehen weiter personalmäßig an die Lot, besonders von der Stadt, das Objektiv zum Beispiel an allen großen Quartieren ein Kreis zu haben, will erreichen, wenn die lang werden löschten, an der Schulfeuern endlich sollen aufgebaut gehen. Den Herr Radu schreibt an seinem Bericht, die immer mehr hohe Personalkosten gegen die Aktionsfreiheit von der Stadt reduzieren. Mengt um die finanzielle Aktionsfreiheit. Demgegenüber kann ich aber auch sagen, dass man mit mehr Personal die Handlungsfreiheit von der Stadt vergrößern. Bei einer Auslagerung von Personal reduzieren wir den Aktionsraum von der Stadt. Darüber hinaus sind am allgemeinen Krechen und Foyers scolaires ganz stark an und dran, zum Beispiel gehen an den Foyers nicht stark werden löscht. Nächstes Jahr als ein Audit über die Zufriedenheit von den Eltern an der Foyers scolaires vorgesehen. Wir hatten gesagt, da sollte unserer Meinung nach auch eine Befragung bei den Kindern gemacht gehen. Dabei ist es offensichtlich, dass die Wohnungsproblematik die Mittelschicht schon längst erreicht wird, anstatt sich nicht mehr mit dem Bau von Sozialwohnungen für die Armen zufrieden darf gehen. Am 21er Budget gehen noch nach anderen Möglichkeiten, die helfen könnten, den Mangel an Wohnungen entgegenzuwirken, vernachlässigt. Es gibt keine weitere Beteiligung von der Stadt an einem Projekt von Habitat à titre partizipativ. Schließlich nach ein paar Bemerkungen zu verschiedenen Themen und Budgetsposten. Wir widersprechen der Politik vom Kostendeckungsprinzip beim Wasser und bei der Müllabfuhr. Für 2021 ist eine 25%ige Taxenerhöhung für die Schwarz-Drecksküste vorgesehen. Wir refusieren das, wir werden noch am nächsten Montag auf das fantasielos an Unsozialpolitik angehen, ganz besonders auch an Covid-Zeiten. Dass es ganz besonders während dieser schweren Zeit notwendig ist, dass die Stadt Künstler unterstützt. Wenn ich das Budget gucke, sowohl bei der Recette ordinär wie bei der Recette extraordinär, fand ich da nicht viel. Wie kann das geschehen? Weil das könnte geschehen, zum Beispiel, dass die Stadt Kunstwerke kaufen und ihre Gebäude ausstellen, Kontakt mit den Leuten knüpft, an den einzelnen Quartieren Künstler die Möglichkeit bietet, aktiv zu gehen, ihr Brot zu verdienen. Ich will auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Umweltpolitik an unserem Budget kein eigenes Budget hat, aber dass das immer sich dann muss und anderer drunhängen, was da gemacht wird. Das weist auch im Moment, wie wenig eigentlich der Umweltpolitik als Wert zugemessen wird. Wenn Ziele vom Développement durable, und Herr Radu betont das ja auch als ausschlaggebend für als zukünftige Entwicklung erreicht gehen, sollten die Ziele beim Namen genannt gehen und auch gewiesen gehen, inwiefern das die Ziele am Budget überprüft.